Jo, willkommen zurück. Weitere Episode Let's Play Subsistence. Da ist mein See. Hier möchte ich bauen, aber erstmal sammle ich noch weiter fleißig Algen und andere Ressourcen. Zack, wir kommen. Ich schau mal, die Sonne, ja. Irgendwann wird Nacht, da muss ich ein Feuerchen machen, weil in der Nacht wird es dann kalt. Und da ich im Moment nur eine Hose habe, bedeutet das, dass bei 2 Grad ich Schaden nehme aufgrund der Kälte. Im Moment, das sieht man oben links, haben wir 17 Grad, wunderbare Temperatur für ein erfrischendes Bad hier im Tümpel. So, da habe ich eigentlich ziemlich gut Algen aussortieren können. Wenn ich dann wieder fertig geplanscht habe, schaue ich schnell, wie es beim Crafting aussieht. Ich werde sicher ein Campfire brauchen, also ein Lagerfeuer. Ja, ist alles durch. Ich werde mir jetzt erstmal eine, wie nennt man das zu Deutsch, eine Pike, ein Pike-Axe bauen, um Erzvorkommen abzubauen. Ich werde mir auch schon ein Campfire vorbauen. So. Und natürlich weiter Holz schlagen. Ich guck mal, nageltechnisch habe ich... Ei, das ist echt viel. Ich denke, da werde ich mir bereits schon... Also ich habe 63 Nägel, so ein Bauelement kostet mich 10 Nägel. Okay, ich denke, der Flaschenhals sind eher diese hier. Und die Woodplanks werde ich schon mal vorbauen. Aber dann kann ich schon ein paar Elemente setzen, das ist natürlich super. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß echt nicht. Ich meine, zum einen macht natürlich das Sammeln und Looten Spaß. Zum anderen macht auch das Bauen Spaß. Ich finde die Basis bauen, ich möchte mich jetzt hier definitiv noch nicht als Experte bezeichnen. Aber das, was ich jetzt so bisher, die paar Wände, die ich zusammengebaut habe, ein paar Einrichtungsgegenstände, macht irgendwie Laune. Sieht auch recht hübsch aus. Ich frage mich allerdings, was kommt danach? Ich meine, okay, ich kann dann irgendwann mal die Hunters einschalten, damit es ein bisschen mehr Action gibt. Aber ich weiß echt nicht, wie motivierend ist das Spiel im Late Game. Das ist so ein bisschen die Frage. Zu Beginn macht es echt Spaß, sich hier alles aufzubauen. Man verbessert sich natürlich auch stetig durch die verschiedenen Einrichtungsgegenstände, die man bauen kann. Ein Hase. Ich sollte unbedingt noch gucken, dass ich etwas für meinen Proteinhaushalt machen kann. Das sind ein paar Hühnchen. Ja, es wird schon bald Nacht. Wäre nicht schlecht, das muss ich mal schnell überlegen. Also Hasen kriege ich nicht. Ich könnte mir natürlich einen Bogen könnte ich mir bauen. Das kann ich fast machen, wenn ich sehe, wie frech dass dieser Hase dort steht. Aber am einfachsten wäre tatsächlich, ihn zum blödes Huhn zu fangen. Wobei das natürlich in Level 1 oder sogar 0 Huhn wäre. Das gibt nicht wahnsinnig viel her.
Hier ist eins. Okay, Ausdauer ist einigermaßen okay. Jetzt hoffe ich einfach mal. Hier sind gleich zwei. Ach, ihr dummen Hühner. Gleich noch eine Kiste, die kann ich ja nicht einfach da lassen. Ach, jetzt seht ihr auch meine Ausdauer, die geht voll krass runter. Das heißt, ich werde jetzt wenigstens meinen vegetarischen Spiegel ein bisschen hochkriegen. Jetzt geht es wieder hoch. In der Hoffnung, dass es ausreicht für das Huhn. Lass ich jetzt mal alles stehen. Also ein bisschen Fleisch muss einfach sein. Nee, noch nicht. Chicken Run. Mein Gott, jetzt. Jawohl, Huhn gefangen. Das arme Vieh. Hier ist es. Level 0 Huhn. Es lebt noch. Es gibt ja irgendwie noch so einen Stall. Da könnte ich das jetzt vermutlich reinsetzen. Aber im Moment ist es wichtig, dass ich was zu fressen habe. Oh. Ich fürchte, das tut weh. Da renne ich lieber nicht hin, doch, um es euch zu zeigen. Es gibt noch diese Spezialkisten, die sind speziell gesichert. Dafür brauche ich aber... Mein Ausdauer ist voll Marsch. Dazu brauche ich aber einen Dietrich, den habe ich noch nicht. Ich kriege einen gratis, sobald ich eine Base Command Unit gesetzt habe. Und da kann ich dann auch neue bauen. Die sind nicht ganz einfach zu bauen zu Beginn, wegen dem Erz. Aber lohnt sich natürlich, so ein Ding dabei zu haben, um diese Kisten aufzumachen, weil die haben nicht mehr Loot drin als die normalen Kisten, sondern auch spezielle Dinge, die man in anderen Kisten nicht kriegt. Das ist wieder der Bär. Eigentlich wollte ich hier noch ein zweites Huhn. Ach, das ist auch ein Bär. Macht es mir nicht einfach, aber ich darf auch nicht mehr zu lange warten jetzt mit dem Grundstein legen meiner Basis, weil es wird bald dunkel. Dann wird es hier ungemütlich. Meine Ausdauer ist jetzt echt auch nicht so toll. Und ich kann die im Moment nicht durch diesen Wolf wahnsinnig steigen ohne Proteinen, sprich Fleisch. Na gut. Also ich werde wohl mit diesem einen Huhn wird mir für den Moment reichen müssen. Wolf, ich hoffe, der kommt nicht. Doch, er kommt. Ne, das schaffe ich nicht. Kein Risiko. Lass mir die Kiste sein. Ja, was habe ich denn hier? Das ist ein Hase. 30 Hitpoints, ja. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Also nehmen wir noch ein finales Bad, um auf die andere Seite zu kommen. Dabei schnappe ich mir noch Algen. Algen habe ich echt viele gefarmt, das ist echt super. Jetzt noch zwei. Also werde ich ertrinke. Werde ich hier sicher mein vegetarisches Nahrungsbedürfnis, doch das war eins, stillen können. Ja, jetzt schaue ich mal. So, raus. Jetzt muss ich echt vorwärts machen. Das heißt, ich baue Holzplattformen. Kann ich nur zwei machen. Wo baue ich denn mein Häuschen hin? Hier. Ach ja, machen wir mal hier rein. Das heißt, ich starte hier am Ufer. So. Gleich noch eins. Und das muss ich jetzt erst bauen, aber ich werde diesen gleich verschieben. Das war nur, damit ich weiß, was hinkommt und kann Gebäude dismantle, also
abreißen, kriegt man die Hälfte der Ressourcen zurück. Oder man kann sie verschieben, so komme ich auch rein, oder? Ja. Ich hoffe aber, die Viecher kommen so nicht rein. So baue ich jetzt hier ein bisschen Steg raus. Und hoffe, das gibt mir da ein bisschen Schutz. Ja, okay, jetzt wird es dunkel. Ich kann hier nicht weitermachen. Ich baue also das Feuerchen. Streichholz 1 reicht. So. Was zu futtern fürs Feuer. So. Jo, dann werde ich mal erstens mal das Wasser abkochen. Dann werde ich das Huhn töten, es schlachten. Das gibt hier ein bisschen was zu kochen. Muss man ja auch aufpassen, echt? Wenn man nicht aufpasst, verbrennt es. Dann ärgert man sich. Wasser hingegen muss man sich wenig Sorgen machen drum. Ja, wie sieht es denn sonst aus? Eigentlich ganz okay. Ich mal noch meinen Leuchtstab anwerfen. Was ist denn hier? Ja, der gibt nicht wahnsinnig hell, aber immerhin ein bisschen. Jo, dann schaue ich mal. Base Command Unit könnte ich tatsächlich schon bauen. Ich muss mal schauen, wie weit ich jetzt hier noch hinausgehen werde. Ich werde noch 2 weitere Elemente bauen. So, ich setze hier gleich. Was man auch sieht, ich habe jetzt hier ein Feuer, einfach zum zeigen, 11 Grad. Oder ich mache das, wenn ich gleich noch Wasser hole. Ach, ich muss auf mein Hühnchen aufpassen. Das ist nämlich fertig gekocht. So, wenn ich jetzt aus dem Feuerrange rausgehe, dann bin ich bei 1 Grad und da habe ich jetzt schon zu kalt. Also Feuer in der Nacht absolut notwendig. Kochen wir. Das Hühnchen Essig. Gibt nicht wahnsinnig viel, denke ich. Ich könnte mir natürlich überlegen, ob ich schon... Ja, ich sollte nur vielleicht schnell mal noch in eine Fischroute investieren, aber im Moment esse ich die Viecher lieber. Um mein Proteingehalt zu erhöhen. Ja, muss ich dann bei Tageslicht schauen, wie weit ich jetzt hier bin. Ja, ich weiß, kalt. Was kann ich sonst noch machen? Feuer gibt noch Asche. Asche kann ich zum Düngen brauchen, steht hier. Ansonsten kann ich hier im Moment nicht viel machen. Ich werde versuchen, jetzt in den nächsten Tagen immer ein bisschen in der Nähe der Basis zu bleiben und das Feuer nicht ausgehen zu lassen, aus 2 Gründen. Zum einen, das Entzünden ist ein bisschen mühsam. Ich habe jetzt Glück, dass ich noch ein zweites Streichholz gefunden habe. Ansonsten muss ich mir diese Firestarting-Kits bauen. Die sind relativ ressourcenintensiv, wie ich finde, vor allem zu Beginn. Zum anderen aber auch, dass immer Asche produziert wird. Ja, ansonsten kann ich zurzeit in der Nacht nicht viel machen. Ich könnte jetzt hier noch eine Kiste bauen, das lasse ich noch bleiben. Die hat natürlich schon seine Vorteile. Ich bin jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, wenn man stirbt, verliert man die Hälfte des Inventars. Auf jeden Fall, wenn ich eine Kiste gesetzt habe, dann spawn ich nicht mehr mit einer Pistole. Das möchte ich im Moment vermeiden. Ich kann zwar Waffen relativ einfach bauen, vor allem die Pistole, ist nicht sehr intensiv. Schrotflinte ist ein bisschen mühsamer wegen diesem Stoff. Für das Gewehr brauche ich dann bereits schon Ironfragmente und der Revolver Waffenteile.
Die kriege ich, glaube ich, wirklich nur aus diesen Spezialkisten raus. Ja. Ja, dann warten wir mal, bis Tag wird. Wenn ich jetzt hier völlig falsch und blöd gebaut habe, dann kann ich diese Platten einfach verschieben. Man kann sie nicht über die ganze Karte verschieben, aber so in der näheren Umgebung schon. Das reicht ja für den Moment. So, ich hoffe, es wird bald Tag, weil ja, ist ein bisschen langweilig zurzeit. Es gab doch früher im TV gab es diese in der Nacht diese Aufnahmen vom Kaminfeuer zur Beruhigung, oder? Damit die Leute besser schlafen können. Ich glaube, ich kann das jetzt hier auch machen. Ich werde das schön lauschig hinstellen mit Geräusch. So, könnt ihr auch ein bisschen das Lagerfeuer genießen. Super beruhigt, ich schlafe gleich ein. Ah, der Tag kommt, es wird hell. Gott sei Dank. 3 Grad, das könnte reichen. Ich habe das Gefühl, ich würde vielleicht besser auf der anderen Seite hinbauen. Also von der Temperatur her sollte ich eigentlich wegkommen. Werde ich jetzt auch machen. Oder von hier. Ja, eigentlich ist es hier ziemlich blöd. Wenn ich mir das so richtig überlege. Ich schau mal schnell da drüben. Also, ich werde jetzt aber erstmal wieder was für eine bessere Welt machen. Ich werde vegetarisches Essen sammeln. Ja, da war jetzt nicht gerade viel. Und ich schaue mal, ob ich vielleicht bis von anderen Ecke her. Habe ich jetzt noch 2 Kisten, die kann ich natürlich nicht aufstehen lassen. Und Holz, ich brauche dringend Holz. Ich habe nur noch 2 Stück. Ja, die Bäume, die laden wieder auf, wenn man das so sagen kann. Dann kann man sie wieder fällen. Okay, ich kann natürlich auch von hier, aber die Bäume finde ich ein bisschen blöd. Die geben potenziellen Angreifern Schutz. Ich muss jetzt schon ein bisschen vorplanen, weil ich werde die Jäger, die jetzt ausgeschaltet sind, sicher irgendwann einschalten. Ich weiß noch nicht genau wann. Erstmal die Truhen, weil die können wieder despawnen.
sonst wird es vermutlich irgendwann einfach zu langweilig. Hier, nee. Ach, ich baue mal mein erstes Erz ab. Das ist ein bisschen fricklig, echt. Also man muss irgendwie in die Hocke gehen, ganz nah ran, sonst passiert hier gar nichts. Verstehe ich nicht ganz, warum das so kompliziert gemacht wurde. So, von dieser Seite ist jetzt auch nicht so toll. Ja, aber dort, wo ich es angesetzt habe, ist eigentlich blöd, weil da muss ich viel zu weit hinausbauen, damit ich genug Platz habe, um rechts und links noch was hinzusetzen. Hier? Ja, hier ist viel besser. Okay, immer wieder ein bisschen Nahrung geben, dem Feuerchen. Dann esse ich doch mal den Apfel. Also, verschieben wir mal. Abbauen. Tack. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich lasse ich es los im Wasser. Also. So. Ja. Auch hier hin. Dasselbe mache ich mit diesem Element. Zack. Und dann nehme ich das hier wieder weg. Komm. Gut, also ich denke, ich werde das jetzt hier mal fertig bauen. Dann werde ich wieder Ressourcen farmen gehen, weil das jetzt nicht unbedingt so interessant ist. Ich hoffe, das Feuer geht nicht aus. Werde ich dann die Aufnahme neu starten. Sehr schön. Sobald ich, ja, ich denke, wenn ich an der Basis weiterbauen werde. Ja, machen wir so. Gut, also dann bin ich hier mal und weiter geht's dann gegen Abend hin, denke ich mal. Tschüss.